miteinander. Ich bin Nadine und heute möchte ich euch die Autogarage von Little Touch vorstellen. Also, ich finde, sie hat eine sehr schöne Optik, also schöne Farbe, es ist stylisch gestaltet. Ja, aber wir testen sie jetzt gerade mal miteinander testen und dann zeige ich euch ein bisschen Pro und Kontras davon. Also man kann hier gut rauffahren, das Auto runterfahren lassen, dann geht es runter, weil es hat leider hier keine Kurven, wo das Auto direkt weiterfahren kann. Also das heisst, das Kind muss eigentlich das Auto immer führen, um richtig spielen damit. Und da habe ich jetzt auch beim Joshua gemerkt, finde ich mega cool. Er will am liebsten wie bei einer Kügelbahn das Auto runterfahren lassen und dass es dann selber um die Kurve geht und auch dann selber ganz unten ankommt. Ja, beim Lift, dann müssen wir zuerst runterlassen. Dann kann man hier drüllen zum Runterlassen. Da ist es so wie eine Kabine, also es hat oben auch noch mal ein Brett. Und da ist der, wo auch ein bisschen zu Schwierigkeiten führt, wenn die Kinder allein mit dem spielen. Weil sie werfen es dann oben rein oder wollen eigentlich in den Lift reinfahren und dann bleibt es irgendwo stecken, also eigentlich auf dem Dach vom Lift und dann drehen sie es rauf und irgendwie kommt es nicht recht an und es führt einfach zu Verklemmungen. Darum eigentlich das Dach ist nicht nötig. Wenn es einfach nur einen Boden hätte, wäre es weniger schwierig zu bedienen für die Kinder. Es geht recht ring zum Aufdrüllen, also es ist nicht streng. Das ist ein grosser Vorteil. Ja, ich finde es auch schön, ist sie aus Holz. Ich schätze eigentlich Holzspielsachen sehr. Genau. Das sind die Autos, die dazugehören zu der Autogarage. Finde ich eigentlich auch noch schön. Und der Heli noch, da oben hat es auch einen Heli-Landeplatz. Genau. Es hat hier auch so eine Tanksäule mit so Tankzapfen. Das fände ich jetzt noch cool, wenn die Autos wie auch so ein Loch hätten, wo man dann den Tankzapfen reinstecken könnte, um das Auto eigentlich aufzutanken. Das ist noch ein bisschen mehr symbolisch wäre. Es geht auch mit anderen Autos auf dieser Garage zu spielen. Sie haben auch Platz auf den Parkplätzen. Ja, es gibt hier auch verschiedene Wege. Was ich auch ein bisschen blöd finde, ist die Strassen, die hier zum Runterfahren sind, die kann man einfach wegnehmen. Und da alles, was man wegnehmen kann, da weiss man es, Mami, ist halt die Gefahr auch da, dass man es verhindert. Und da finde ich dann auch recht schade, weil eben so ohne die Straße, die runterführt, kann man es einfach auch viel weniger brauchen. Es ist einfach nicht mehr so cool. Und darum fände ich es eigentlich besser, wenn die irgendwie befestigt sind, ohne dass man es flexibel wegnehmen kann. Weil es braucht es ja auch eigentlich nicht, dass man es wegnimmt. Es hat schon, um da unten durchzufahren, hat es da eine Straße, wo wie eigentlich die Straße, die runterkommt, draufkommt. Aber man könnte es ja eigentlich auch nebendurch zeichnen oder so. Oder für die Kinder ist es auch meistens nicht so wichtig, dann fahren sie halt nebendurch und es geht auch. Von dem her, ja, fände ich es jetzt nicht so wichtig, dass man die wegnehmen kann. Eher mühsam. Genau. Also allgemein, das, was mich am meisten stört, ist das, dass man es nicht runterfahren lassen kann. Ein mega grosses Pro finde ich die Optik der Garage, also ich finde sie sehr schön und dass sie aus Holz ist und ja, Preis-Leistung finde ich auch gut. Genau. Also ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg beim Autogarage finden für euer Kind und viel Spaß beim Autospielen. Tschüss miteinander!